Botmamızın her hürmetli yurttaşlar. Ya bunu kayta dey durup bizlerle zıtmışı pırnatlarını koyusu mümkün. Şunun için dikkat kılaylı. Ötken yılda bir kıtım botmağın bir iş gezitlarda kayta yesildi. Şunun için dikkat kılaylı. Yani kalay bakan birisi aldıkiler bir ottasanlar, ma Kırman halkı bir yerdeki sözlük içilen köse, hem bunlar bir ottasanlar, Renat, Silama ötürükle otururlar ama Kırmanlar görsün diye yapılanlar geçmişsin. Adım, hürmetli yurttaşlar, değerli arkadaşlar. Şimdi burada çeşitli vekilleri var, temsilcileri var. Onlar Doğu Türkistan hakkında ve bu olaylar hakkında fikirlerini söyleyecek. Onun için lütfen dikkat edelim. Yani bunların bu konudaki görüşlerini almak elbette bizler için önemlidir. Onun için dikkat etmenizi rica ediyorum. Hürmetli yurttaşlar, sizlerge bunu yanlış gapni qilay, bir yerde partilarninki vekilleri var. Ular öz fikirlerini, bu boğan vakalar to'g'riliq özleriniki ko'z qarashini so'zlab o'tdi. Albatta axborot için ular ahamiyatli. Shuning için hammanglarni dikkat qilishga taklif qilaman. Ich darf Sie auch alle herzlich zur Abschlussveranstaltung begrüßen. Jetzt ringsrum stehen, haben natürlich kein Wort verstanden. Ich erkläre es Ihnen. Wir zeigen heute Solidarität mit den Uiguren, haben Sie vielleicht aus der Presse erfahren. Das eine ist, Uiguren sitzen im Gefängnis von Guantanamo, schuldlos. Erst 2 Länder haben sich bereit erklärt. Das ist Albanien, 5 Uiguren und Bermuda, 4 Uiguren. Die anderen bleiben im Gefängnis, solange bis sich in der Weltgemeinschaft jemand findet. Der andere Strang ist, Sie haben es in der Zeitung gelesen, mit der reißerischen Überschrift Chinesen erschlagen Uiguren, Uiguren erschlagen Chinesen. Wir haben gelernt, dass die Situation der 9 Millionen Uiguren in der Provinz Xinjiang die ist, dass sie an dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht beteiligt sind, dass sie ihre Religion nur zum Teil ausüben dürfen, dass sie ihre Sprache nicht sprechen dürfen. Das ist nun für sich gesehen ein weltweites Problem mit Minderheiten. Aber wir wollen wissen, wie die Unterstützung hier aussehen kann. Sie, die Uiguren, haben gezeigt, dass sie ihre Rechte einfordern. Sie leben in diesem Land. Was kann die Stadt München, was kann das Land Bayern, was kann die Bundesrepublik Deutschland tun, um ihre Situation verstehen, ist ohnehin klar. Was kann getan werden, damit etwas verbessert wird? Und ich wende mich nochmal, am Stachus haben wir schon miteinander gesprochen, an Asghar Can. Er ist der Vizepräsident des Weltkongresses der Uiguren. Er ist, ich betone das, ein gut integrierter Bürger in München, arbeitet im Bürgerhaus Milbertshofen, ist der stellvertretende Vorsitzende im Ausländerbeirat und ich kenne ihn persönlich aus dem interreligiösen Gespräch der Kulturmeile, wo sich Juden, Christen und Moslems zusammenfinden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Asghar, ich hätte jetzt nochmal die Frage, ganz konkret, was ist Hilfe? Was ist Hilfe für die Uiguren? Was ist Hilfe, was soll mit den Häftlingen in Guantanamo passieren? Und was ist Hilfe? Die Uiguren in China sind weit weg. 9 Millionen sind ein winzig kleiner Knopf auf der Weltkarte. Was ist für Sie Unterstützung? Liebe Münchner Bürger und Bürgerinnen, wir sind heute da, weil unsere grundlegenden Menschenrechte verletzt werden. Wir sind heute da, weil unsere politischen Gefangenen, also Oppositionen, werden hingerichtet. Wir sind heute da, weil unsere Geschichte umgeschrieben wird. Wir sind heute da,
weil die chinesische Regierung auf friedliche Demonstranten erschossen hat und dabei hunderte Uiguren ums Leben gekommen sind. Wir sind heute da, weil wir seit 60 Jahren, nämlich seit 1949, von China unterdrückt werden. Wir sind heute da, weil unsere Kinder, unsere Töchter, unsere Mütter und ältere Leute getötet werden. Die Uiguren sind in München, leben 500 Uiguren. Die sind Anfang von 90er Jahren nach Deutschland gekommen und in München ein Zuhause gefunden. Wir sind hier friedlich, wir sind hier gut integriert und bis jetzt könnten wir alles, was wir uns vorgenommen haben, im Rahmen der deutschen Gesetzes machen. Obwohl chinesische mehrmals und deutsche Regierung aufgefordert hat, unsere Aktivitäten stellen, unser Büro hier dicht zu machen. Wir bedanken deshalb für die bayerische Regierung, für die Stadt München und für die deutsche Regierung, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, unser Problem, nämlich unser Menschenrechtsproblem in München, in Deutschland und in Europa publik zu machen. Eins ist, dass man hier einen Tag lang ein paar Stunden demonstrieren kann. Das andere ist, wie kann sich wirklich etwas verändern. Nehmen wir mal die Uiguren in Guantanamo. Was könnte die Stadt München, was könnte das Land Bayern, was könnte die Bundesrepublik ihnen an Unterstützung bieten? Was wünschen Sie sich? Also in Guantanamo waren 20 Uiguren. Davon wurden im Jahr 2006 5 Uiguren von Albanien, also das ärmste Land, das ärmste Stadt von Europa, haben 5 Uiguren aufgenommen. Und 4 Uiguren wurden von 5 Wochen von Bermuda, also ein Inselstaat, das nur 60.000 Einwohner hat, wurde von Bermuda aufgenommen. Und noch 13 Uiguren sitzen in Guantanamo. Also, amerikanische Militärgericht hat nach 5-jährigen Untersuchungen sie für unschuldig erklärt, dass sie weder mit Terrorismus noch mit irgendeinem anderen Aktivitäten zu tun hat. Die sitzen dort, weil kein Land auf der Welt, kein Land in Europa bereit ist, sie aufzunehmen. Amerikanische Regierung hat deutsche Regierung aufgefordert, 9 von diesen Uiguren, die unschuldig sind, aufzunehmen. Bis heute haben wir von deutscher Regierung keine positive Antwort bekommen. Deutsche Regierung soll ja nicht alle 9 oder alle 13 nehmen, aber deutsche Regierung, Deutschland könnte ein paar von denen aufnehmen. Wir als uigurische Gemeinde in München